Hallihallöle, ich bin's, euer Blaster-Ingenieur. Und da guckt, mein erster selbst eingebauter halbautomatischer Blaster. Vollautomatisch ist nicht, das Ding hat kein Slamfire. Aber halbautomatisch, das habt ihr. Habt ihr sicherlich schon ein paar Mal gesehen auf dem Kanäle, hoffe ich doch. Wenn nicht, guckt euch die alten Videos auch an zu dem Blaster. Haben wir letztes Jahr gebaut, war letztes Jahr auf der To-Do-Liste, haben wir abgehakt. Ein paar Designelemente haben noch gefehlt. Das habe ich jetzt nachgereicht. Und das schauen wir uns mal kurz an. Und dann gucken wir mal, ob so ein Modell mit anderem Getriebe, das müsste jetzt 80 RPM, also Rotations per Minute haben. Das da drin müsste 40 RPM haben. Ob man da doppelt so schnell schießen kann. Aber erst einmal gucken wir uns an, was ich denn so gemacht habe. Und die Teile habe ich das letzte Mal schon gehabt. Das abkürzt, oder abgeschnitten haben wir das letzte Mal schon gehabt. Aber jetzt haben wir hier scheiß Batteriedeckel. Also da passt die Batterie auch gescheit rein. Klemmt nirgends. Passt. Fallen. Ja gut, von der Höhe. So viel Luft hat es nicht, das kriege ich vom Winkel jetzt nicht noch. Und dann haben wir auf der anderen Seite, da vorne das Druckknöpfle. Da haben wir einfach so orangenes Decaplet drauf gemacht. Und da vorne das X. Das einfach, ja, ein bisschen schön aussieht. Gut, das ist jetzt auch geschickt, wenn man den Motor tauschen. Aber das waren also Dinge, die mir noch gefehlt haben. Ich meine, man muss halt mit dem offenen Design zurechtkommen. Ansonsten, man hätte die Elektronik einfach tiefer legen können. Dann wäre die da drin verschwunden. Aber ich glaube, jetzt glaubt er nicht, ich wollte das so haben. Und da noch das kleinere Sicherung und dann hätte man das alles dann einpacken können. Oder da noch die Elektronik nach oben und da rein. Das alles dann einstopfen. Oder den Lipo da nach oben und die Elektronik da. Aber ich wollte das so haben, wenn man schon die ganze Sache drin hat. Mein Display muss nach Hause. Aber auch mal der Akku mal zwischendrin geladen. Das heißt, wir haben jetzt 25,0 Volt. Normalerweise hat er so immer die 20 gehabt. Das Magazin ist wieder geladen. Das habt ihr im letzten Video vielleicht gesehen. Da haben wir mal einen Vergleich gemacht zwischen alle Werte. Aufwachen, es gibt was zu messen. Ich messe. Wir messen den Meter pro Sekunde. Aber was uns heute interessiert, was das Bläschel im Durchschnitt hat und so, das wissen wir. Das haben wir das letzte Mal gemessen im letzten Video. Da waren es 27,4 im Durchschnitt. Meter pro Sekunde, versteht sich. 24,9 im Minimum und äußer 30,2 im Maximum. Also mein drittstärkstes Bläschel, das wir so modifiziert haben. Und jetzt gucken wir mal, wie schnell der schießt. Also legen wir los, ich sage. Und dann gucken wir danach, wie schnell der andere Motor schießt. Oder ob so überhaupt Gott, das finden wir dann raus. Und so, das waren jetzt alle. Und da haben wir jetzt, zwischendrin hatten wir mal 18 Schuss pro Minute. Der hat sich irgendwo mal wieder verschluckt. Jetzt haben wir 12 Schuss pro Minute. Also RPM ist dann Rounds per Minute. Also Runde pro Minute. Anstatt, oder ne, Rounds doch. Ne, halt Runde, nicht. Ich glaube, Schuss pro Minute ist dann im ehesten die deutsche Übersetzung. Das heißt, ja, 12 oder 18 müsste es sein. Ich jetzt sage, wir gucken einfach mal das andere Modell an. Und jetzt ausschalte und dann ist Entlader. So, ich jetzt sage, ich baue mal das andere Modell ein. Und dann schwätzen wir weiter. Bis gleich.
Ah, da fällt mir gerade was auf. Die Kabel gehen zur anderen Seite hinaus. Das macht mir da ein bisschen ein Problem. Das macht mir da ein bisschen Ärgerproblem, weil meine Aussparung geht halt zu der Seite hinaus. Das muss nach oben ausgehen. Sage mal, das habe ich so nicht vorher gesehen. Das ist scheiße. Jetzt gucken wir mal, ob wir das Problem lösen können. Dass wir den Motor vielleicht ein bisschen drehen können. Heieiei. So 90 Grad wäre nicht verkehrt. Denkst mir doch gerade, das mit die Kabel, das passt aber nicht. Das ist ein Scheiß, lieber Hersteller. Du musst mir das... Okay, das dürfte passen. Das heißt, das können wir dann da drehen. Und das passende Schraubenzieher, das lang genug ist. Ah, fett. Seht auch, wie das innen aussieht. Oh, leg's wieder am Socker. Oh. Genau. Jetzt mit dem geht's besser, okay. Boah. Das hätte mir der Tag ein bisschen versaut, wenn da das rund worden wäre. Also ganz günstig ist das Motorle nicht. So, das muss jetzt. Ui. Ja, der Blaster ist jetzt nicht. Der Ingenieur hat das nicht ganz so ideal gemacht, um das zu modifizieren. Das heißt, das muss jetzt so. Das muss in die Richtung hinaus. Das war doch gedacht, das war eine. Es ist gut, wenn sich Probleme leicht lösen lassen. Man wäre das recht gewesen, wenn das einfach von vornherein gleich gewesen wäre. Da hätten wir uns die 7 Schrauben gespart. Aber ja, für das ist mehr kreativ, dass man so Schmarrn schnell lösen kann. Das ist doch völlig klar. Und dann seht ihr auch mal, wie das innen aussieht. Und vor allem ich sehe mal, wie das innen aussieht. Ich meine, das andere wird innen anders aussehen, weil das hat eine andere Übersetzung. Das ist klar. Haben wir Schneckelgetriebe, deswegen lasst es jetzt so nicht drehen. So, jetzt. Das hätten wir sonst den Plan fürs Video versaut. Hätte ich keinen Bock drauf gehabt. Gut, jetzt müsst ihr halt da beim Zusammenschrauben. Schwätz mal kurz. Muss ich kurz meinen Frust ablassen. Dann leiden wir gemeinsam, dass wir noch 7 Schrauben mehr haben. So, da finden wir raus, ob das Gott. Wenn es Gott kriegt, der sind da außer so Design. Ein paar Monty-Maute siehst du noch. Die sind jetzt. Ja, der hat auch noch. Der hat 40 RPM und der hat 80 RPM. Und wenn das geht, dann können wir auf die nächste Stufe. So, jetzt durchs passen. Sag's euch, ach, das ist der Hammer. Weil ich das auch zweimal gedruckt habe. So, verstaut. Jetzt kommt, das machen wir auch noch schön mit Ton. Seht, was für. Uiuiui, ist das ein Genudel. Uiuiui. Das ist halt, die einzelnen Teile sind überhaupt nicht stabil. Das ist erst, wenn das alles zusammengeschraubt ist. Dann ist das so halbwegs stabil. So. Das wieder da noch. Okay. So. Ja.
glaube, die Teile sollten wir mal zusammenkleben vielleicht. Das Teil darf ich nicht, die 2 Teile darf ich nicht zusammenkleben, wenn ich den Motor noch mal ein paar Mal tauschen will. Wobei die 2 können ich zusammenkleben, das muss separat bleiben. Sonst, ja. Ich glaube, wir lassen das mit Kleber dran allgemein. So. Ja. Ich baue das mal wieder zusammen im Schnelldurchlauf. Dann schwätzen wir weiter und vor allem, wir messen nochmal. Das ist ganz wichtig. Bis gleich. So, Dale. Jetzt müsst wieder zusammen sein. Das ist ein bisschen, das ist nicht so ideal. Das hat der Ingenieur nicht ganz so gut entworfen. So, vor allem ist das Magazin noch leer. Jetzt finden wir mal raus, aus Gott. Wow, okay. Das Gott's gut. Heilige Scheiße. Da kommt die Elektronik nicht hinterher. Okay. Ja. Okay. Es ist die maximale Überforderung. Das war so nicht geplant, das seht ihr, das ist da noch. Okay. Ei. Heilige Scheiße. Okay. Okay. Das heißt mir, das ist Gott. Aber viel zu gut. Das raschte mir, das drückt mir hier das. Eieiei. Huiuiui. Huiuiui. Und ich krieg so das Magazin nicht geladen. Das heißt, wir sollten da irgendwas dazwischen haben eigentlich. Hui. Also, das Modell hat genug Kraft. Das haben wir jetzt schon rausgefunden. Okay, da ist irgendwas jetzt hingegangen. Nicht so gut. Da sind Teile rausgeflogen. Okay. Hui! Oh, der Motor raucht. Der Motor raucht. Warum raucht der? Scheiße. Scheiße. Okay. Da raucht der Motor. Das ist bloß der Motor, ja. Yep. Das geht's gut. Und warum raucht der jetzt? Der ist doch. Der ist die ganze Zeit bei Strom gewesen, oder was? Oh. Scheiße. Ja. Ja, gut, dann haben wir ein bisschen Feuershow. Es ist. Ich würde sagen, wir bauen den anderen Motor wieder ein und gucken mal, ob man da irgendwas dazwischen findet mit vielleicht 50, 60 RPM, das dauert schon lange. 80, also verdoppeln ist viel. Okay. Mal gucken mal, was ich da hingegangen. Da sind da Teile rausgefallen, aber ich weiß nicht, woher sie kommen. Okay. Das war nix. Das heißt, wir bauen das wieder zurück
Und gucken, ob wir das Blasterle gemacht haben. Ja, ich mache das mal im Schnelldurchlauf. Bis gleich. Ja, das Motorle ist gut warm geworden. Der ist immer noch warm. Klebestelle gebrochen. Ja. Ja, haben wir nachher kurz, bevor wir es zusammenschrauben, noch kleben noch. Aber wo die Teile herkommen, weiß ich jetzt nicht, weil das habe ich gerade mal getestet. Scheint nur zu gehen. Und das ist jetzt halt so recht kompliziert. Und wir können da mal, wenn wir schon dabei sind, gleich mal ein paar Pfeile einladen. Ja, das war ein bisschen ein Reinfall. Das ist halt, ich glaube, die ganze Logik ist nicht schnell genug dafür, dass es das Abschalter erkennt. Weil vom Prinzip her der jetzt schon gegangen, also so von der Kraft vom Motor, von allem reicht's. Aber dann schaltet es halt nicht schnell genug ab und dann dreht der vorne durch und dann wird's warm und dann geht's hin. Das ist so. Gucken wir nochmal, ob der Pfeile rauskommt. Oh, so seht ihr auch was. Ja, ist rausgekommen. Okay. Ja, das bleibt wir nachher kurz von zusammenschrauben. Keine Ahnung, das sind jetzt halt gewichtsreduzierte Teile. Die waren wohl nicht wichtig. Wir gucken nochmal ringsrum, vielleicht finden wir das wo sie rauskommen sind. Ah. Das riecht nicht so toll. Sieht man da irgendwo Unterschied? Egal. Ich baue es wieder zusammen. Wir testen es wieder, ob es noch geht. Machen wir einen Schnelldurchlauf. Bis gleich. So, Dale. Hab natürlich zum Schluss gleich mal schön Kleber reingelangt. Ah ja, ich sag's euch. Der sagt, es gibt so Tag. Aber ja, jetzt gucken wir mal. Ich hab da das Netzteil vorbereitet. Mit 22 Volt. Und jetzt gucken wir mal, was passiert, wenn wir da vom Netzteil ein bisschen Dampf drauf geben, ob Rauch rauskommt. Oder ob er dreht. Ne, da passiert nichts mehr. Der ist durch. Scheißele. Warum ist der durch? Hammer. Dass da gar kein Strom fließt. Da hat wohl irgendeine Leitung durchgeschmort. Kurzzeitig fließt der Strom. Gut, vorbei. Oh, Vorsicht. Das ist. Ne, da passiert nichts. Wenn kein Strom fließt, kann er nicht warm werden. Ah, okay. Das heißt, er hat da ein bisschen kostspielige Rauchshow oder wie auch immer man das nennen mag. Machen wir das Netzteil aus. Ja, jetzt haben wir halt Getriebe ohne Motor. Ist jetzt halt so. Und wir haben die Erkenntnis, dass das viel zu schnell ist für das Blasterle. Das haben wir jetzt. Also, so ganz umsonst war es nicht. Dass der Abo da, dass ich mir so einen Schmarrn in Zukunft auch weiterhin leisten kann.
Oder, ja, dass ich das von mir selber rechtfertigen kann. Ja, Vorsicht, das piepst kurz. So, jetzt gucken wir noch, ob der Blaster wenigstens im Originalzustand, oh Gott. So. Und eingeschaltet ist er schon. Nee. Ah. Okay. No. Oh. Das ist schon fast hier. Ein bisschen schneller wird es schon sein. Okay, das war der letzte, oder? Mal vorsichtshalber aus. Ja, das war der letzte. Ja. Ah. Eine schöne Unterarmhaar verklebt. Hey, guckt euch das an, oder? Jetzt ja, das ist nicht ideal, aber von Prototyp bräucht's. Das ist jetzt halt ärgerlich. Das Modell war nicht ganz günstig mit dem Getriebe. Ja, was man nicht alles für Erkenntnisse zahlt. Jetzt gucken wir mal. Irgendwas dazwischen, weil ich habe gesehen, also der 80 RPM Motor, der hat genug Kraft, aber der hat halt vorne nicht gestoppt, weil das Tasterle halt wahrscheinlich zu langsam ist. Oder das Ding einfach dann die Elektronik vielleicht einfach auch zu langsam reagiert. Das heißt, da könnte man vielleicht, also so könnte ich mal erklären, oder vielleicht, ja doch, so dürfte es passen von der Erklärung her. Das heißt, entweder man müsse die Elektronik da ja so finden, dass es schneller ist, oder halt machen. Ich meine, das sind die Optionen so in etwa, weil mit der Elektronik kommen wir so nicht zurecht. Ich hätte halt einfach schon früher mit Versuch aufhören sollen. Erklär wohl, ein bisschen Scheiß. Ja, ich lasse das jetzt in Ruhe trocknen. Das Deckel sieht dann schon cool aus. Das hat der vorher gesehen. Das ist jetzt da noch. Gerade so, das hält halt. So, ja. Ja. Bin trotzdem zufrieden mit allem. Neue Erkenntnis. Und dann gucken wir, wie wir das umgesetzt kriegen. Oder der andere Motor müsste man halt, ja, sowas müsste man dann so einsetzen, dass das, wenn das der Anschlag nicht erkennt, also mit der Zahnstange vor zurück wäre das halt auch geschickt. Dann müsste man dann eher sowas haben, was halt im Kreis rumgeht und auf zu macht. Das wäre dann, so Modelle wäre dann eher was für so Blaustelle mit Ding. Lass mich überlegen, wo man das Triggerle Trick halten kann, haben wir vollautomatisch. Das wäre eher was. Aber die Option haben wir jetzt nicht mehr, weil hey, ich bock da ein schweres Motor, hey. Bevor ich nochmal eine Runde Wein. Lass uns gut sein für heute. Wir sind jetzt wieder am Ausgangspunkt. Abgesehen davon, dass wir da noch ein bisschen gebrochen haben, aber sonst, ja. Wieder am Ausgangspunkt. Gott wieder. Haben was gelernt. Das ist wichtig. Und ich guck mal, ob ich den mit 60 RPM auffind. Oder 50. Und dann probieren wir weiter. Machen wir weiter, lernen wir weiter und optimieren das weiter. Und irgendwann haben wir schönes Blasterle. Ich meine, schön ist schon. Also, seht. Da fällt immer noch Schreible. Aber, ja, passt. Ich wünsche euch mehr Erfolg beim Basteln. Euer Blaster-Ingenieur.